Die Damen an die Herren an Alfred vom FCD Verdeng 03. Et friet mich Hai bei eiser Emission D Verdeng 03 TV kennen zu begrüßen. Voilà, Paul en Kozijt, dat geht het. Hallo, de Lohai, de Lohai. Voor Piepel en daar gaat. De Rijksschipspieler met de nummer 4, Zico, Kevin, Ranken, met de nummer 20, Vuciconic, Wir fänken haut am Dammefußball und die als hier neue Uniformen präsentieren. Überraschung gelungen, wo als Medischer während dem Teamshoot den unterschriebenen Trikot von den Damen vom PSG überreicht wurde. An eiser Seitpublizitéit präsentéiert d'Immobilier B vun Esch hi neii Objekter.
Wir haben das Jahr 3 Spieler rausgepickt von der rechten Equipe und haben ein kleines Interview mit ihnen gemacht. Und die 3 sind dann den Gianni Medina, den Edin Osmanovic und den Kevin Danzigo. Wie ich auf den Day verdient gekommen bin, ist schon ja halt früher Zweitbrück gespielt. Schon fand, dass es Zeit für etwas Neues auszuprobieren, für dass ich neue Ambitionen hatte, neue Ziele erreichen wollte, die ich fand und die ich hier zu dem verdient froh gehen. Und auch durch die europäischen Spiele wollte ich mal die europäische mal ausprobieren. Und voilà. Und halt die Entscheidung holen, sie sind auch ganz zufrieden damit. Auf ich abgeholt bin ziemlich gut. Ich kann mich gar nicht beschweren. Von den nächsten Tagen hatte ich mehr Kontakt mit den Jugendlichen, die ich schon kannte, von einem Verein oder von der Nationalequipe. Aber für eine Mesure mit den Wochen tipptopp. Alle Kameraden sind Top-Personen, alle witzig, eine super Ambiance. Können sich manchmal nicht besser vorstellen. Die Saison mit einem kleinen chaotischen Start, 3 Defetten, aber nachdem als alles an 3 kam, angefangen als Match zu gewinnen, kann ich sich nicht beschweren. Wir machen als Arbeit, wie man das, was den Trainer freut. Wir spielen nicht, da ist mir Spaß, wir gehen aus dem Terrain. Und ich fand, dass wir von all der Arbeit, die wir machen, gerade belohnt gehen. Wir stehen auf einem 3. Platz, wir sind solid. Und ich meine nicht, dass wir hier abhalten werden und hoffen mal, dass wir weit kommen. Aber meine persönlichen Ambitionen zum Club sind die, dass ich halt für den Champions-Titel will spielen. Dafür sind schon einer gekommen. Das war ich will, dass mal den Champions-Titel zu gewinnen, Champion zu gehen und auch die Cup zu gewinnen. Am besten die 2. Wenn nicht die 2, dann ob man es von denen. Und meine persönlichen Ambitionen sind auch noch, dass ich so viel wie möglich Spielzeit kriege und einfach Spaß im Club. Und mit der Nationalequipe ist immer glücklich dabei zu sein. Das ist halt eine kleine Aufwieslung von dem Verding. Du hast mal einer Kameraden dabei, von einer Verein, wo du schon lange noch nicht gesehen hast. Wir sollen halt von den Trainingen, wenn du während die 1,5 Wochen da schon mal ein bisschen mehr Trainingen wie sonst heute zu dem Verding. Aber so ist nicht zu beschweren, einfach mal glücklich dabei zu sein. Ja, ich bin zum FCD gekommen, nachdem sich eine kleine Nachricht vom Trainer Paul Amodier gekriegt. Und dort sind wir schon lange gezeigt. Ich bin vom FC Zell Eitelburg gekommen. Und ja, das wird so gehen. Ja, ich bin richtig gut abgeholt. Die Atmosphäre war direkt von Anfang an gut. Wir sind direkt allein gehen, aber auch weil ich ein paar Leute schon kannte. Und dafür war es gar kein Problem, einer zu wechseln. Das ist gar kein Unterschied. Ich drehe also beim Niveau, auch von der Atmosphäre hier. Lief alles tipptopp. Meine persönlichen Ambitionen sind natürlich Champion zu gehen. Wir sind noch im guten Weg, wir sind noch einen 3. Platz. Und hauptsächlich habe ich mit dem Verein zu gewonnen. Ob es Kuba oder das Championat, habe ich gewonnen. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Wir sind 3. im Moment, läuft alles perfekt für europäisch zu spielen. Und ja, wir noch die großen Kaliber 4 und 1, mir sonst läuft alles gut. Aber wie gesagt, meine persönlichen Ambitionen sind, dass ich Stammspieler gehe, dass ich etwas mit dem Verein gewonnen und ja, evaluieren halt mit dem Verein. Immer für so Stagen auf der WLF gerufen, da gehen wir heute liberiert vom Training, gehen wir auf der WLF spielen halt die Matcher und dann gehen wir zurück. Also sind wir heute nicht im Training, da bleiben wir ganz auf der WLF und ja, sie für die Matcher halt nicht da. Ich kann ihn vergleichen, vielleicht ist es physisch nicht so mehr taktisch, aber schon auf dem selbsten war nicht besser. Also ja, ich möchte keine Rückschritte. Ganz einfach, war der nächste Kontakt war mengenech 2016. Du gouf ich persönlich vom Präsident kontaktiert, da war die erste Kontaktaufnahme. Du war ich nawer zu Kerching just an déi Kipp geholt gin, an du war für mich persönlich zu frei für schon zu wechseln.
an den no waret 2-3 Joer drop huet den Paul Amodium mech perélech ugeuf. Am vu segem Pro gezielt, dats nebe Joker Welt op déi verding hoelen an dats interesseiert ass an voilà, ech war natürlich joch héich interessiert an eng Divisionioun driwer ze goen an voilà, so sinn op déi verding kom. Ma ich si ganz gut opgehol ginn. Direkt am Ufang vu Schau kom sinn hunnech da schon 2-3 Ste kann, wo och bei der Nationalkipp spiele neben ennner anderer mochten Edin Osmanovic an voilà, so sinn ich ganz gut opgehol ginn, direkt war hunnech mech voll gefielt an ja. A Cäsar gesinn Spiselo ganz gut, mechte joch an der Tabelle net schlecht. Ich gif so an eng Drittplatz as Spiselo och verdingt, da voilà, wann man se weiter man. Gesäit gut aus fir nächste europäesch, man muss lo kucke, wie d weitergeht och mam Coronavirus. méi fir de rasch gesinneg als Chance fir dats ma europäesch spielen an dat Di echt féier kommen oder eich 3 besser gesot ganz gut. So perélech Ambiioune giwech lo so mal fir dës Saison natierlech dats ma europäesch ginn a voilà, fir mech perélech natürlich well enker mega Champion ze gi vu Lëtzeburg och enker Kupp ze gewonnen a voilà, fir de recht ja, einfach enker alles mam Verein ze gewonnen an eng gut Sees en gut Leistung ze bringen. Mat der Nationalkipp funktioniert dat ganz gut, ëmmer wann neben Lännermatchpausers gimmer 2-3 Deeg drop agezuun, da gimmer an den Notteil. An voilà, dat seit bëssen intensiv, dats de Ball all Dach 2-mal Training hoes, méi vun der Recht vun der Qualitätit ja op den Traininger ass awer ziemlich enges. Also ich muss net so, dats de Niveau rof geht oder das Niveau so weit rob geht, wann ich nationale Kipp ginn. Mais voilà, dat se guter Rhythmus bleif de gut dran, Fleit ass de 4 Deels dee vun net an nationale Kipp gehof ginn, weil die eben die 2 Woche lo ke Match hun, dann dech Freundschaftsmatscher sech muss Viteile mussssen dranbleiwen, a voilà, fir de Rage dat awer en gut Sach mat der nationale Kipp fortzu. Zum Schluss mir reis mam David Chalamandrie, de Kapitän vum Futsal ennnerhalen. Den FCD-Verding spielt seit 2014 ha am Lützeburg Championat. Dat war die eich Saison offiziell vun der IWF. Ma mehr spielen an der eischter Klasse. Ma de Futsal huet sech an den lachte Joren gut entwickelt, durch die vielen ausländische Spieler und Trainer, wo kommen sind. An den Unterschied guckt mat der eischter Saison haut, also wirklich sind wir wirklich schon auf einem guten Niveau. Natürlich europäisch gesehen sind wir noch weit weg von den größten Championaten. Wir sind auf einer positiven Entwicklung. Ja, sicher. Also, das Jahr am Kader, außer ich, schon mal nimmen internationale Spieler, die meisten noch Echtliga Portugal gespielt, Echtliga in Italien, noch Echtliga in Tschechien. Und dafür ist das Niveau auch schon ein bisschen mehr hoch gehen. Ja, genau. Nächsten Monat spielen wir für die dritte Champions League. Das ist die Qualifikation für die UEFA Futsal Champions League. Ja, das Erlebnis, das war wunderbar. Da sind wir in Island gegangen. Da war auch die erste Lützeburgische Equipe, wo die Champions League Qualifikation gespielt wird. Das war eine super Erfahrung. Natürlich sind wir nicht weitergekommen, weil man noch nicht das Niveau hat, wo wir das Jahr haben. Dat zweet Joer wat nach méi fut, weil du am sinn houfrech Diich Ekipp an der Geschicht, wo die UEFA Futsal Champions League Qualifikation ha am Land organisiert hunn. Du hast doch net dogegangen fir sech zu qualifizieren, aber dës jo méi héich Ambitionen mat natilech mat eng andere Kader an wommer auch dës jo de Schrat packen an Diich de Kipp sinn, wo sech fir en Tour qualifiziert. Wie gesäit aus Biso marich 3 Matscher gespielt. Do vun der 2 Championatsmatscher an e Kuppmatch, wo wir allen 3 gewonnen haben, wird ausgesagt, war das Jahr durch den Covid-19 gëtt keine Eich- und Zweitdivision mehr, da sind 2 Poolen von einer Division. Und da haben wir einen Pool erwischt, wo eben nicht alle Favoriten dran sind. Und da muss man sich natürlich für die Playoff qualifizieren. Und dann natürlich haben wir dann da spannende Matcher zu spielen. Am März war der Playoff gehen. Beim Futsal spielen zu 5, ein Goalkeeper und 4 Feldspieler. Die Ausflüsselungen, das ist fliegender Wechsel, du wirst die so wie will. Natürlich muss ich mich oft wechseln, weil das Spiel viel mehr intensiv ist, weil die Distanzen mich kurz sind.
dann muss ich noch natürlich mir wissen. Am Durchschnitt zwischen all 4 und 6 Minuten. Der Match dauert 2x20 Minuten, an Zeit gedalkt ist gestoppt, wenn der Ball ausgeht. Mit Verletzungen sind die üblich wie im Terrain, gebe ich so viel muskulär Verletzungen, natürlich auch Verstauchungen, Knie oder Fußgelenk, und natürlich auch viele Addukteurverletzungen, eben weil der Boden hart ist. Aber wenn wir die ganze Woche darauf trainieren, schafft der Körper immens viel. Nee, wir trainieren immer in der Halle, auch wenn wir Präparation machen, wir gehen nie rauslaufen. Geht alles heim gemacht, weil auch der Körper sich muss um die Konditionen winnen. Mit Regeln, woanders sind, wie am Fußball sind, ein Rückpass auf den Goalkeeper zum Beispiel, hat 4 Sekunden für den Ball weiterzuspielen. Wenn der Ball ausgeht, hat er noch 4 Sekunden für zu spielen. Es gibt keinen Abseits, das ist der wichtigste Unterschied. Und dann, ja, den Abwurf wird man am Fuß gespielt. Ja, natürlich. Wie am Fußball geht ein Gel und ein Rot, und die Doppel-Gel geht dann noch rot. Ronaldinho, Messi und Ronaldo haben an ihrer Kindheit auch Futsal gespielt. Allen drei sind sie der Meinung, Futsal wäre ein wichtiger Baustein für ihre spätere Karriere gewesen. Davide, wie ist deine Meinung zu dieser Asso? Ja, 100% teile ich die Meinung. Ich wäre auch froh, wenn hier im Land die Jugendequipen mehr an der Halle spielen. Weil natürlich, wie ihr seht, der Raum ist klein. Natürlich muss ich schnell spielen, muss ich technisch ein bisschen begabt gehen oder seine Technik trainieren. Und eben an der Raum, kleinen Raum spielen auch schnell. Und das ist immens wichtig. Wenn ich dann auf den großen Terrain geht, dann hat er noch mehr Facilitäten. Dafür fand ich, dass ein wichtiges Kompliment wäre. So, wir sind am Ende von unserer Emission angekommen. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Gehen Rendezvous für Ende Januar für die nächste Emission. Und bis dann, halt ihr alle gesund am Montag. Adi.